SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind die Conny Berger aus Altnau im Kanton Thurgau. Aus Grub, Appenzell, Ausserrhoden die Aurelia Nauer. Die Larissa Jägen wohnt sehr Neues im Kanton Graubünden. Das Preislach, Basuland, ist Agnes Hügli daheim. Johanna Gio kommt aus Motier im Kanton Freiburg. Das zürcherische Wädiswil ist das Daheim von Rahel Baume. Und aus Kallnach im Kanton Bern kommt das Franzi Mori. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Gilkrot Morla kommt ihres Morgen über. Ein paar Minuten mit ihren Liebsten, die gönnt sich Larissa Jägen. Schon gleich dreht sich bei ihr nämlich alles ums grosse Landfrauenessen. Ja, der heutige Tag, ich bin schon ein bisschen kribbelig. Aber ich meine, ich bin gut vorbereitet. Ich hoffe, es geht alles gut. Und wenn es halt ein Fehlerli oder ein Missgeschick gibt, dann ist es halt Gottes Namen. Das kann ich dann nicht ändern. Aber ich meine, ich bin gut gerüstet, gut nachher. Und mein Bauchgefühl beruhigt sich dann auch wieder. Ja, ich finde schon, dass man es gut machen kann. Vor allem auch so zum Landfrauen mal gesehen und zum Kennenlernen. Ich bin drin. Die Landfrauen sind unterwegs im Kanton Graubünden, genauer im Prättigau, auf dem direkten Weg nach Serneus zur Larissa. Ja, bin gespannt. Ja, ich auch. Bin auch gespannt auf Larissa. Ja, ist sicher nervös. Nein, ich glaube schon ein bisschen. In der Küche von Larissa läuft es schon ziemlich rund. Mein Nervositätspegel ist jetzt gerade eigentlich ziemlich bei Null. Ich bin gar nicht mehr nervös. Jetzt ist es wirklich weg. Beim Kochen hilft ihr ihre beste Freundin, Bettina. Im Poschi sind die Landfrauen schon mal am Raten, was es zu essen gibt. Ich glaube, zur Vorspeise gibt es Bunz. Und zur Hauptspeise bin ich also 100% überzeugt, dass wir Lama probieren dürfen. Ob die Frauen wirklich richtig geraten haben, sehen wir dann noch. Viel mehr Vorbereitungszeit als das Fleisch und vor allem viel mehr Konzentration braucht nämlich das Dessert. Dessert weiss ich wirklich. Dessert weiss ich auch nicht. Aber vielleicht irgendwie eine bunte Nusstorte. Das Dessert kann man auch vorstellen, dass es so Heidelbeere etwas gibt und Glasse. Wäre natürlich auch ganz fein. Bingo! Agnes hat richtig geraten. Es gibt Heidelbeere, und zwar in verschiedensten Variationen. Für die Larissa eine wichtige Zutat. Ich habe mir vorgenommen, die Heidelbeere zu bearbeiten, weil das ist eines meiner absoluten Lieblingsbeeren. Das wächst in der Natur. Also ich hätte gerne etwas mit Jockey, ich hätte jetzt keine Lust. Ja, Jockey ist auch fein. Jockey nimmt jetzt gar nicht. Es ist ein heißer Sommertag. Bevor es zur Larissa geht, machen die Landfrauen noch einen Boxenstopp. Und zwar im Dorfbrunnen vor Serneus. Auch das fertige Heidelbeere-Parfait braucht eine Abkühlung und wird, bis es wieder auf den Tisch kommt, entsprechend gelagert.
Auf ist eine Schwelle unten, gell? Ja. Alles und alle sind parat. Die Landfrauen können kommen. Meine lieben Frauen, darf ich mir vorstellen, das ist Rico, mein Mann. Hallo. Mein ältester Sohn der Orlando. Der Lorenzo, meine Küchenhilfe Bettina, meine Schwiegermutter Patricia und der Hampe, mein Schwiegervater. Hallo. Hallo miteinander. Bedienen dich am Aperitif, ihr habt sicher Durst, es ist heiß. Dann bitte etwas nehmen. Zum Wohl miteinander. Willkommen. Ha? So, meine Damen, ich würde mich zurückziehen. Wir sehen uns nachher im Esszimmer. Danke. Yes, Im Juli ist es Zeit zum Heuen in den Bergen. Im Fall von Larissa und ihrem Mann Rico geht es bis auf 1700 Meter rauf. Sie tun seit Jahren wild heuen. Oh, da ist er doch. Ja. Gut. Da schnell ausladen und dann, was kann ich dir helfen? Ein Rechenpack an und Tür. Ja, ist gut. Ja, grüezi. Ja, wo bist du denn? Ja, Iseli Männli. Ja, grüezi, mein Bub. Ja, jetzt ist gut. Er ist schon ein bisschen mein Baby. Genau. Mal. Und ihm geht es gut da oben und das ist immer ein schönes Zeichen für mich. Und ich bin halt auch sehr gerne hier. Larissa hilft, wo sie kann, egal wie streng das die Arbeit ist. Sind ihr nicht so gut vorwärts gekommen heute? He? Ah. Es ist auch noch recht nass. Das Heu wird als Futter gebraucht, aber nicht etwa für die Kühe. Das ist Winterfutter für unsere Lamas. Wir haben 50 Tiere, die brauchen ziemlich Futter. Und das heisst im Sommer an die Säcke, dass wir genug Futter in den Stall liefern können, dass wir keine Tiere wegtun müssen, dass wir genug Futter haben. Und dieses Jahr sieht es super aus mit dem Gras. Wir haben einen extrem guten Vorrat. Das Netz brauchen wir hier, um das Heu einzuladen. Um dann oben ins Tal zu fliegen, weil wir hier ja nie einen Weg haben zum Zuhause fahren. Dann müssen wir hier mit dem Heli das Heu oben nehmen. So hier. Ja, das darfst du. So, ich gehe. So, jetzt kommt doch noch die Sonne. Larissa kommt aber nicht nur zum Heuen auf den Berg, sondern auch für ihren Mann etwas zu kochen. Als Jugendliche habe ich das Kochen gar nicht mögen. Also ich habe das wirklich nie gerne gemacht. Und durch die Lehre habe ich kochen. Ich habe das erste Lehrjahr in einer Familie gemacht mit Kindern. Dann habe ich jeden Tag gekocht. Und dann war ich in einer Altersresidenz und dort war halt die Küche auch ein Teil meiner Lehre. Und irgendwie dann nachher, als ich die Familie hatte und halt meine Familie isst wirklich alles, da habe ich halt schon ein bisschen den Spass daran gefunden an der Küche. Und ich probiere halt gerne. Und weil sie alles essen, macht es dann halt auch mehr Spass. Ja, Kochen auf dem Feuer ist halt auch so eine Sache. Das musste ich lernen. Es ist, du musst halt wirklich, wenn du kochst, immer das Feuer im Auge behalten. Daheim tust du einschalten und dann läuft es. Und da musst du immer schauen, dass das Feuer nicht abgelöscht wird. Sonst bist du dann plötzlich lang am Kochen. Aber ja, es macht auch Spass.
Der Rico ist ein Wildheuer aus Leidenschaft. In den Bergen ist ihm kein Hang zu stotzig. Als er Larissa gelernt kennen, war eins klar: er bleibt und sie kommt. Also für mich war klar, wenn das klappen sollte, dann kommt sie zu mir, weil ich kann mit Hof und Tiere nicht einfach zügeln. Und ja, sie ist mal hierher gekommen, zu mir, gesehen, wie das läuft und hat gesagt, ich glaube, mit dem könnte es vielleicht gehen. Und bis jetzt, jetzt sind wir 10 Jahre geheiratet und es tut einmal 3 Kinder und was wird noch mehr. Mit ihr hat er jemanden gefunden, der so richtig mit ihm mitzieht. Larissa ist eine Powerfrau. Sie ist, glaube ich, Vollgas. Sie ist offen und sie schaut es an, kommt, probiert es. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber wenn es geht, macht sie mit. Und ja, also ich konnte es nicht besser treffen können. Das, ja, ich bin sehr zufrieden mit ihr. Auch Larissa hat es mit dem Rico gut gebracht. Ja, ich mag eigentlich am Rico alles. Also, es gibt schon, klar hat jeder Mensch seine Ecken und Kanten. Aber er ist halt wie ich, offen für anderes, offen für Neues. Der Mensch, der er ist, seine Feinfühligkeit, er ist halt der absolute Familienmensch und ich auch. Und wir haben schon sehr, sehr viel Gemeinsames. Sei es eben, wir sind viel daheim, wir müssen nicht überall sein. Einfach, wenn wir in unseren eigenen 4 Wänden sind, im Garten mit den Kindern, sind wir schon zufrieden. Und das schätze ich halt schon ein bisschen an ihm, dass man nicht so muss. Oder nicht immer. Dann ist man dankbar, wenn sie einem so bekocht hat. Weil wenn ich koche, ist es nicht so gut. Dann gibt es leere Hörnchen und vielleicht auch Servale und ein bisschen Salz in den Hörnchen. Und gut ist das so eine eintönige, fade Sache. Nur ist es besser, wenn Ski da ist, dann ist es viel besser. Ja, ich meine, es ist gut gekommen. Schmeckt eigentlich noch gut. Für meine Kochkünste auf dem 4. Also ich meine, es schmeckt so nach Herdöpfel und Reis. Gell? Also ich empfinde das für ganz etwas Schönes. Klar, es ist nichts mehr Spezielles für uns, aber ich genieße einfach die Ruhe, den Frieden. Jetzt ist der Motor abgestellt, man kann jetzt einfach wirklich, auch ohne Kind, einfach da sitzen, genießen, essen, vielleicht aber noch ein paar Worte reden. Und aber je nachdem kommt noch vielleicht das Gemschi, das jeden Tag da ist. Und das ist das halt. Ich finde das voll wunderbar. Ganz etwas Schönes. Es ist morgen früh sehr Neues. Ein ganz normaler Alltag bei der Familie Jegen. Die Larissa hilft ihren Kindern, sich parat zu machen. Die 3 Kinder, der Lorenzo, der Orlando und die Aurelia, müssen heute in die Schule. Ja, der Alltagsmorgen ist nicht immer gleich. Manchmal ist es ein bisschen lauter, manchmal ein bisschen leislicher, aber in der Regel sind sie am Morgen eigentlich gut zu haben. Sie sind selbstständig, sie stehen auf, machen ihre Sachen, sie legen eigentlich schon gut an. Bis ich dann mal auch gerüstet bin, sind sie eigentlich auch schon so weit. Nachher harzen sie meistens ein bisschen am Zähneputzen, dort ist immer so ein bisschen Kampf, aber sonst, sie sind eigentlich recht gut am Morgen. Tipptopp hast du es gemacht. Das ist auch ein bisschen geholfen. Wenn du fertig bist, gehst du bitte Zähne putzen ins Gesicht waschen. Ja.
Also bitte. Unser Ziel war eigentlich schon immer, dass wir viele Kinder haben. Wir haben jetzt 3 Gesunde, das ist super, so wie es ist. Und ja, sie sind sehr lebhaft, sie sind auch manchmal ein bisschen streng, aber ich will sie nicht missen. Ja, die Rollenaufteilung haben wir eigentlich ganz strikt. Beide machen alles. Je nachdem, wenn mal irgendwas ist, so Ski muss es wo weg oder früher gehen oder irgendwas, dann mache ich Kind. Oder wenn ich am Morgen früh gehen muss, macht Ski, je nachdem auch der Stall, je nachdem, wo ich hin muss. Also, da haben wir eigentlich so eine klare Linie eigentlich nicht. Und ich gehe mir rüsten, um das Zeug zu holen. Larissa ist im Hospetal im Kanton Uri aufgewachsen und ist vor 11 Jahren zum Rico auf sehr Neues gezogen. Ciao. Gehen ihr von sehr zwei? Ciao. Guten Morgen. Toi toi an der Prüfung. Danke. Ja. Tschüss. Ja, Barry, sind sie gegangen? Aber geht zurück. Tschüss. Dann gehen wir jetzt oben die holen. Ja, auf den Teil dabei. Das Teil haben wir, ja. Haben die schon nicht mehr? Die haben schon wieder nichts mehr. Okay. Hast du Zeil und das wirklich alles? Schaust du noch? Ja, ist alles drin. Vor 7 Jahren hat der Rico mit der Larissa zusammen den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Ein Hof mitten im Dorf mit 50 Lama, die auf verschiedenen Weiden in der Umgebung grasen. Für die Larissa waren die Tiere etwas Unbekanntes, aber unterdessen kennt man sich. Es ist schon, wenn Rico pfeift, hören sie anders, als wenn ich pfeife. Sie kommen eher bei ihm als bei mir. Aber sie wissen genau, dass es wahrscheinlich weit geht oder halt das Trekking. Das kennen sie. Ja? Das Lama war ein absolutes Neuland. Genau, es ist nicht das Tier von da. Und ich habe Rico am Anfang gesagt, ich muss das Tier zuerst kennenlernen und schauen, ist das etwas für mich? Kann ich mich da anfreunden? Und es ist ja so. Sie sind extrem spannende Tiere. Du kannst so viel lernen von ihnen und sie können dir so viele verschiedene Facetten zeigen, die sie machen können. Und ich finde das ganz etwas Faszinierendes und Interessantes. Nach all diesen Jahren hat Larissa die Tiere bestens im Griff. Auch wenn sie am Rico seinen Pfeiftönen immer noch ein bisschen besser folgen. Komm raus, hopp. Abi, abi, abi. Dimitri, lauf. Hopp. Abi, abi. Komm, schauen. Frisches Gras. Komm, schau, wo die anderen sind. Hopp, hopp. Die Lama sind wieder daheim auf der Weide. Gleich werden sie da nämlich gebraucht. Der Rico ist auf diesem Hof aufgewachsen und hat noch nie jemand anders gelebt. Für mich war das ganz klar, den Betrieb übernehmen. Ich hatte nie eine andere Idee, um etwas anderes zu machen. Mir war das von Kind her schon klar, dass man das einmal macht. Und so den Traum ein bisschen leben kann, wo man als Kind und jetzt noch hat und hoffentlich weiter auch noch hat. Ja. Ja, da haben wir jetzt Lamafleisch, wo wir selber essen wir zwischendrin auch ein bisschen Lamafleisch, aber wir essen nicht zu viel, weil das Lamafleisch ist eine Delikatesse. Und ich sage abends, es soll für uns auch so Spezielles bleiben und nicht so alltäglich gehen.
ist schon mal geil, also dann ist jetzt okay. Und da ist das auch, kann sein. Also das Lamafleisch gehört einfach zu uns und die Kinder wissen das auch, dass mal ein Tier geht und dass wir das auch essen. Das gehört einfach ein bisschen dazu. Der Lorenzo ist jetzt halt nicht so der Fleischesser, aber das ist allgemein beim Fleisch. Die anderen zwei haben es dann wieder sehr gerne. Obwohl auch die Lamm lieber sind und die haben sie gerne, ist mir manchmal ist mir auch ein bisschen gleich. Wenn es Lamm geht, dann habe ich wieder Lammfleisch zu essen. Aber das Lammfleisch ist halt mein Lieblingsfleisch vor allem. Mit dem Fleisch hat Larissa noch viel vor. Vom Lamafleisch auf dem Tauer zurück zum Lama auf dem Hof. Es ist Nachmittag und es steht eine Trekkingtour auf dem Programm. Neben dem Fleischverkauf ist das eine wichtige Einnahmequelle für Jägens. Also wir leben schon mehr vom Trekking als vom Fleisch. Weil beim Fleisch ist halt immer wieder so, nein, es ist ein Jötierli und ein armes Tierli, das ist es nicht. Und es ist halt auch bei den Leuten noch nicht ganz angekommen, dass das auch ein sehr gesundes Fleisch ist und sehr gutes Fleisch. Aber Haupteinnahmequelle ist Bissschutztrekking. Trekking mit Lama bieten sie von stündigen bis mehrtägigen Touren an. Heute bleibt es bei einem kleinen Ründeli. Hoi. Hoi. Larissa. Hoi. Freut mich. Hoi. Hoi miteinander. Schön, sind ihr da? Ich begrüße euch hier auf dem Arvenhof bei unseren Lamas. Ihr könnt ja heute ein kleines Ründeli laufen mit uns. Hier an der Straße laufen wir immer auf dem Trottoir. Und wichtig ist, dass ihr die Lama nicht loslässt und dass ihr sie nicht fressen am Strassenrand. Sonst sind wir am Abend um 5 Uhr noch unterwegs. Das Lamatrecken bieten wir an, weil wir das Tier haben. Was sollen sie den ganzen Tag machen, außer fressen und schlafen? Die haben wir zum Arbeiten. Die sollen auch etwas machen und das brauchen sie auch. Es ist ihre Arbeit und ihre Bewegung, die sie für den Alltag auch jetzt brauchen und nicht nur zum Rumstehen. Es ist natürlich nicht das Tier von da. Also es gibt schon Särte, die einfach sagen, das hat hier nicht verloren. Aber für uns ist das gehört zu uns. Wir sind alt, traditionell und offen für uns. Und ich sage halt einfach, für mich ist es wichtig, auch das Tier unter die Leute zu bringen, weil es wirklich ein Tier ist, das die Menschen nicht kennen. Ich sage immer, das Lamm ist ein guter Psychiater. Es gibt den Leuten wieder so ein bisschen den inneren Frieden. Für Larissa ist das Trekking nicht nur Arbeiten, sondern auch Genuss. Also das Lamatrekking ist sicher eine der angenehmeren Arbeiten, die wir haben auf dem Hof. Halt auch weniger körperlich streng, auch wenn ich die ganze Zeit auf den Beinen bin und viel erzählen muss, immer freundlich sein. Aber es ist für mich halt gleich eine Entspannung zum Alltag, auch ein bisschen zu wegkommen von den Heimen, zu weg von den Kindern. Über all diese Jahre sind die Tiere Larissa so richtig ans Herz gewachsen. Sind ihr verliebt? Ja. Jesus. Ja, da sind sie. Dass die Landfrauen mich nicht vergessen, habe ich für jeden ein Lama-Plüschfigürchen gekauft. Nein, sind die jetzt aber hübsch. Schau mal. Ist das blau? Das sieht innen noch blau. Auch die Verarbeitung von Lama-Wolle gehört zum Arvenhof. Zusammen mit ihrer Schwiegermutter, Patricia, betreibt Larissa ein Hoflädeli mit eigenen Produkten. Das Hoflädel ist da Hauptsache für nach dem Trekking, genau, dass ich mit meinen Kunden ein bisschen da rein gehen kann und halt darf zeigen, was wir wirklich nebst dem Trekking noch machen, dass wir da
die eigene Lama-Wollenverarbeitung verkaufen und halt wirklich, wenn sie jetzt mit dem einen Tier gelaufen sind, dass man kann sagen, hey, schau, das ist genau nur von seiner Wolle. Und das macht es halt immer ein bisschen spannender, wenn du nachher heimgehst und sagst, hey, ich bin mit dem Lama gelaufen und ich habe jetzt noch die passenden Pulswärmer dazu zum Beispiel. Die Idee der Wollenverarbeitung hat Patricia gehabt. Allerdings ist sie nur noch selten da zum Helfen. Also zuerst ist natürlich Larissa auch, die da gekommen ist jetzt erst haben wir das auch gezeigt kann, weil das hat sie natürlich noch nie gemacht, logisch. Am Anfang haben wir dann mit einem Antideckbetter und das alles gemacht und jetzt muss ich gar nicht mehr gross helfen. Das Einzige ist noch die Vorhandabsteppung, weil das ist noch ein bisschen eine heikle Sache, aber wir sind stark daran, dass ich dann da auch mal nicht mehr helfen kann. Bis nachher, bis nachher. Es ist der Tag vor dem grossen Landfrauenessen. Larissa geht noch einmal ein bisschen den Kopf lüften. Mit dem Barry. Ein Spaziergang, den sie täglich macht mit ihrem Bernhardiner. Den Barry habe ich jetzt 2 Jahre. Den habe ich bekommen von einem Züchter. Und er bedeutet mir sehr viel. Es ist meine absolute Traumrasse. Und ich bin sehr stolz, dass ich einen haben kann. Wenn ich hier auf das neueste Fappa schaue, denke ich einfach immer, wie schön, dass wir es haben. Ich bin einfach sehr glücklich, sehr zufrieden mit dem, was wir haben, was wir dürfen haben, wo wir dürfen leben, vor allem mit der Natur draussen. Ich sage, weil ich es hier halt so schön habe, traue ich am Heimatkanton nicht unbedingt nach, obwohl ich auch sehr gerne dort mal auf Besuch gehe. Aber ich bin halt schon hier sehr daheim jetzt mit meiner Familie. Das daheim dürfen noch gleich schon die Landfrauen sehen. Das Landfrauenessen macht mich schon ein bisschen kribbelig. Es ist so, ja. Es ist eine grosse Herausforderung für mich. Aber ich freue mich ganz extrem, weil wir sind so eine tolle Gruppe. Und ich freue mich, dass ich Ihnen einfach zeigen darf, wo wir daheim sind und was wir machen. Weil ich habe jetzt schon ein bisschen etwas gesehen. Und jetzt darf ich einfach meins auch noch zeigen. Und auf das bin ich extrem stolz. Auch da ist Larissa viel anzutreffen. Dass sie einen Acker mit Herdöpfeln haben, ist kein Zufall. Wir sagen, Corona war ein bisschen maßgebend, dass wir auf Herdöpfel gekommen sind, weil man ja in der heutigen Zeit einfach nicht weiss, was passiert noch. Und so haben wir einfach für uns das Überleben gesichert, indem wir die eigenen Hofprodukte, sei es Herdöpfel, das Gemüse vom Garten, das Fleisch der Tiere, dass wir als Familie überleben können. Für Larissa ist es wichtig, dass möglichst alle Produkte fürs Landfrauenessen von ihrem Hof sind. Ich habe im Sinn, die Herdöpfel auch im Landfrauenessen zu brauchen, weil ich einfach gesagt habe, ich mache ein Produkt, das mir anbaut, das bei uns wächst. Ja, dass ich nicht kaufen muss für solche Sachen oder für das Essen. Ja, die Ernte ist nicht so riesig, aber ich denke, für die Landfrauen reicht es. Aber es sollen ja nicht nur Herdöpfel auf die Dauer als Beilage, sondern auch andere Gemüse. Also der Garten, das ist so ein bisschen meine Entspannungsoase. Das ist, wenn ich den ganzen Tag irgendwie am Arbeiten war,
komme ich am Abend, ich schaue ein bisschen Garten, tue ein bisschen jäten, tue ein bisschen die Ernte. Das ist einfach so ein bisschen meine Therapie zum Abschalten für am Abend. No 0815 ist nicht so Larissa ihr Ding. Ich wähle das Krautstil aus, weil ich einfach finde, Rüebli, Brokkoli, Blumenkohl, das kennt man. Und ich liebe Krautstil und darum habe ich gefunden, wieso jetzt nicht einmal ein anderes Gemüse. Jetzt geht's an die Deko. Die nimmt Larissa ziemlich genau. Wenn ich etwas machen muss, bin ich schon ein bisschen Perfektionist. Ich schaue schon, dass ich meine Ware oder meine Sachen gut und genau mache. Ich tue sehr gerne dekorieren und da bin ich schon eher auch ein bisschen genau und schaue, das Bestmögliche aus mir rauszuholen. Cool. Sieht das cool aus? Ja? Dürfen wir das den Landfrauen zeigen? Nein. Nein. So. Jetzt kommen wir mit Zoom. Ja, dort oder rechts? Ja, so quer. Quer? Ja, so. Beim Einrichten vom Essraum packen alle an. Der Rico, sein Vater und auch Patricia sind da zum Helfen. Auch die Lama-Wolle darf bei Deko nicht fehlen. Schliesslich soll es gemütlich werden im Landfrauenstübli. Den Landfrauen wird das sicher gefallen. Es ist halt wieder ein ganz anderer Raum. Es ist immer sehr spannend, wenn du in die Stube oder in den Raum hineinkommst, denkst du jedes Mal, hey, wow, das ist so cool. Oder hey, wieder ganz etwas anderes. Und ich denke, es wird mir sicher gefallen. Und dann ist er da, der Moment vom grossen Landfrauenessen. So, willkommen hier. Jetzt könnt ihr euren Platz suchen. Wow. Schön. Was streicheln. Aber ich das, was das Älteste, das ist schon 15 Jahre, nicht? Ja, Grüezi. Hallo. Hallo. So, habt ihr euch ein Plätzchen gefunden? Ja, merci. Wunderbar. Mega hübsch. Ich würde euch sonst gerne ein bisschen zeigen, was ich für euch machen würde. Als erstes gibt es einen Zigerminestra. Als zweites gibt es den Arvenhof-Teller. Da hat es drauf Bratherdäpfel mit Krautstilgemüse und einem Lama-Entrecote und Kräuterbutter. Und zum Dessert gibt es Dreierlei von der Heidelbeere. Sehr fein. Wir freuen uns. Sehr gerne. Und Veggie-Variante gibt es eine Linsenfrikadelle. Oh, wow. Und wenn ihr seht, ich habe für euch ein kleines Gastgeschenk. Das sind ein Lama-Figürchen aus echter Lama-Wolle. Das dürfen ihr heim. Für euch oder für die Kinder. Wunderbar. Bis später. Sonst gibt es Streit. Das ist schon süß. Ich glaube, meine Jungs daheim werden sich noch schon streiten, wem es gehört. Aber ja, wir werden eine Lösung finden. In der Küche macht Larissa die Veggie-Variante für Johanna parat. Als Beilage gibt es Herdöpfel vom Hof. Es muss einfach nur alles gelingen und dann ist es gut. Zur Vorspeise gibt es eine Gemüsesuppe. Einmal mehr nicht 0815. Ich werde ein bisschen höheres Niveau ansetzen als ich sage jetzt nur eine normale Gemüsesuppe. Aber ich bin ja kein Koch, ich bin kein Gourmet-Koch oder so. Aber ich will gleich etwas Spezielles bieten. Die spezielle Zutat für die Suppe, Zigerkäse aus der Region. Ich bin auch schon im Raum. Johanna. Der erste Gang ist bereit zum Servieren. Für Rico ist das eine Herausforderung. Ja, serviert. So habe ich noch nie so serviert. Aber
Sonst auf Grillplatz habe ich auch schon serviert, aber das kann man natürlich nicht vergleichen. Ja. Musst du oder das wäre die Tür auf da? Ja, warte, komm. Zur Vorspeise gibt es eine Zigersuppe. So, jetzt fangen wir hier an. So, jetzt haben wir gesagt, ihr wartet auf mein Kommando. Ja. 1, 2, 3. Merci. Danke. Gute miteinander. Gute, ja. Fein. Wow, mega heiß. Für mich ganz etwas Neues mit dem Ziegentin, aber sehr fein gewesen, ja. Gemüsesuppe, das ist immer etwas Feines, ja. Aber das ist nicht lang. Das ist etwas Grünes. Die Suppe, die es gegeben hat, war heiß. Ich habe wirklich nicht warten, weil sie wirklich heiß war. Was ja gut ist, eine Suppe muss ja einfach heiß sein. Ich bin jetzt nicht so der Ziegen essen, aber ich kenne halt noch den, der scharf ist. Aber der war ganz gut. Der Käse war so ein bisschen, ja, so auf der Zunge war er so leicht mehlig oder halt, ja, es hat so eine feine Struktur gehabt, so, es war fein. Die Landfrauen bewerten jeden Gang nach Kreativität, Präsentation, Geschmack, Saison und Regionalität. Sie vergeben Punkte von 1 bis 10. Ich nehme an, ihr wisst, was ich wette, ha? Ja. Wow. Das hast du die lange Freude, gell? Das kannst du machen. Immer. Die Resultate bleiben bis zur Finalsendung geheim. Larissa kocht als nächstes alles für einen Hauptgang. Die Landfrauen haben im Boschi richtig geraten. Es gibt tatsächlich Lamafleisch. Mit dem geht sie besonders bewusst um. Also ich habe eine grosse Ehre vor jedem Tier. Und jedes Tier, das für mich geht, schätze ich auch bemessen. Dementsprechend behandle ich als Fleisch. Lama Entrecôte à la Minute. Da kann jede Minute plötzlich eine Minute zu viel werden. Das ist ein Kribbeln im Bauch, aber es kommt gut. Hat keine Angst. Zum Fleisch vom Hof gibt es Krautstille aus dem Garten und die Herdöpfel vom Feld. Gut, ich habe etwas abgeschlossen. Das Krautstille dürfte noch ein bisschen stabiler sein. Aber ja, no. C'est la vie. Servus. Gute. Vierte. Und ciao. Zum Hauptgang gibt es Lama Entrecôte mit Bratherdöpfel und Rahmkrautstille. In dieser Küche? Ja, du weißt. Da läuft rund. Ich danke dir ganz herzlich. Merci vielmals. Bitte, bitte. Die Herzchen rutschend. Ja. Da bin ich jetzt geschwind um die Kurve. Bist du schnell um die Kurve? Ja. Alles kein Problem. Mach nicht. Danke Es ist auf abwärts gegangen. Ich wünsche euch einen guten. Danke. So, ein Herz ist abgerutscht. Also nicht meins. Die ist nicht abgerutscht? Nein, aber am Fleisch. Ich drehe um die Kurve herum. Aber sie haben mal gelacht. So. Wenn du zu viel willst. Nicht gut. Oh, merci. Nein, also da bin ich jetzt schon neugierig, wie das schmeckt. Gut. Ich lasse mal Ein Stück Fleisch auf dem Teller, das die wenigsten kennen. Das reizt sogar die Vegetarierin Johanna zum Probieren. Also das Lamafleisch hat mir jetzt ja, noch gut geschmeckt, aber ich habe jetzt ja nicht so mega Vergleichsmöglichkeiten. Also für meinen Geschmack war es fast jetzt ein bisschen zu trocken. Ich denke, das Ende ist schon fein, aber das Lamafleisch habe ich ganz gut gefunden, auch von der Würze her. Und ja, wenn das Fleisch noch ein bisschen rot ist innen dran, hat mich ganz gut gedacht. Ich habe mir so noch ein bisschen, also da habe ich keinen Geruch, habe ich mir so vorgestellt. Weißt du, so ein Wildes. Habe ich auch noch nie vorgestellt. Es ist schon ein Unterschied, ob jetzt, habe ich das Gefühl, mit Rind und Lama ist auch schon ein festbohriges Fleisch, aber es war wunderbar, wirklich, ich habe es noch nie gegessen. Krautstille sind nicht jeder Frau Sache. Also ich habe gerne Krautstille, aber einfach so von Farbe her, von Präsentation her. Also ich hätte mir das nicht trauen machen, aber ich finde es von dem her mutig, also wirklich fein gewesen. Man kann auch noch auflaufen. So.
Habe ich auch schon Ewigkeiten. Es ist einfach nicht so mies. Aber geschmacklich alles tipptopp. Es ist einfach nicht so mies. So, war. Oh, wow. Hey, yeah, schau mal das an. Aufgegessen, alles. Haben Sie genug gehabt? Ja, stimmt, jetzt schon ein Stück Ros. Untergut. Also Ros? Ja. Wieso ist Nein. Ist es zu roh gewesen, oder was? Nein, ich glaube, es ist gut. Sie haben es hat glaube nur Spass gemacht. Jetzt kommt noch das Dessert. Und zwar nicht in einfacher, sondern gerade in dreifacher Ausführung. Es gibt nämlich ein Dreierlei von Heidelbeere. Einfach macht sich Larissa damit nicht. Die Idee des Mousse war, dass es eine Komposition gibt, so ein bisschen luftig, cremig. Es ist ein bisschen zu flüssig, aber ich denke, wenn es vom Geschmack her gleich fein ist. Ist es jetzt, wie es ist? Ich kann es nicht ändern. Zum Dessert gibt es Dreierlei vom Heidelbeere: Zabaglione, Mousse und Parfait. Die Mousse hat mich jetzt gerade ein bisschen zur Bahn ausgerührt, aber ja, c'est la vie. Ist jetzt so, wie es ist. Das Fest. Nein, Häsli-Bein. Ja, merci vielmals. Also wir sagen Blaubeere. Blaubeere, ja. Ja, ich kann es auch nicht sagen, ob es im Rahmen schon Die Teile um sich nicht sein, ist nicht so homogen. Sie ist Ja, schwer, ja. der Saft ist mehr oben und... Das ist wirklich geil. Es ist beim Parfait immer extrem schwierig, dass man das zur richtigen Zeit aus dem Kühler rausnimmt, damit das nachher auch ein bisschen angetaut ist. Und wenn man ein bisschen Geduld hat, dann nachher ist es von einem eigenen aufgetaut. Trinke nie Amaretto, keine Ahnung. Das Parfait scheint ein bisschen hart. Die Zabaglione sorgt für Diskussionen. Amaretto drin und dann ist der Schaum hat den Geschmack. Es hat sehr stark nach Amaretto geschmeckt. Und die Zabaglione zusammen, die Mischung, und so war dann sehr eher herb. Genau. Der Schaum hat echt den Geschmack angenommen. Meinst du? Glaube ich nicht. Nur der Barschaum. Ja, was ist es denn? Ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, was drin hat. Schnaps, Alkohol, irgendetwas drin gelegen. Es war sehr bitter. Das hat mir jetzt nicht so geschmeckt. Und das Mousse? Das hat mich ganz gut. Das ist so mehr, also eine Creme, oder? Blaubeerflecken. Geht so noch. Es muss stelle ich mir ein bisschen kompakter vor. Es war fast wie eine Creme, so wie eine Quarkcreme. Haben wir es geschafft. Danke. Das hat Platz drin. Ja, es ist einmal leer. So. Was haben Sie gemeint? Danke schön und eine liebe große Küche. Sind Sie zufrieden? Ich glaube, es ist wieder. Super. Gut. Gut gemacht. Wow. Super. Okay. Ich bin total überrascht, dass wirklich von Anfang bis zum Schluss alles ausgegessen ist. Ja, ich bin zufrieden. Mir ist steif am Herz gekippt. Ich bin überglücklich. Ich habe es vorbei, jetzt darf ich es genießen. Mit meinen. So geil! Wow! Ja, bitte gerne. Nächste Woche kocht die Agnes Hügli aus Brislach im Kanton Basel-Land. Da weiß man ja nicht. SRF bei den Leuten mit «Aus der Region, für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.